es noch unangenehmer hier draußen. Mit dem Intro. Ich würde mal sagen, im Studio ist schon echt immer ein bisschen unangenehm mit dem Reizumlaufen, aber hier draußen ist echt immer noch mal ein Stückel. Schöner. Ja. Schon. Natürlicher. Jetzt stoßen wir noch mal gescheit, dass die Leute uns auch hören. Grüß euch. Servus. Ja, wir sind halt nur wieder zu zweit, oder? Ja. Sind. Ich möchte mal einen großen Applaus für einen speziellen Herrn, den Sie jetzt schon lange kennt, hoffentlich. Und der kennt jetzt zu uns herein. Ich wünsche einen Applaus für einen Weißbier Billy. Habe Dere. Der bürgerliche Namen Michel. Hallo, du bist wer bei Tom Joe? Stell dir mal vor, bitte. Ich bin der Weißbier Billy. Und was noch? Der Manager und der Roadie. Eigentlich alles. Michel ist das Mädchen für alles. Ja, freut uns, dass du da bist. Jetzt einmal Prost mit dir. Prost, gell. Wir können uns kein drittes Mikrofon leisten, deswegen müsst ihr mehr unsere Songs hören. Echt so, wäre super. Mit euren. Ein englischer Mikrofon ist bloß immer Leihware, von dem her. Das stimmt, ja. Glaubst du, dass die Akustik hier draußen geil ist? Ich glaube schon. Ich glaube auch. Ich glaube, dass die Akustik hier draußen richtig was hermacht. Mit den ganzen Flugzeugen und sowas, was da hinten. Ach, geht das erst doch nicht. Übrigens habe ich meinen Bruder von Kevin geklaut. Ja. Und ja, ich hocke in Jogginghosen da, weil wir haben es am Sonntag probiert, einen Podcast aufzunehmen. Wir haben es auch gemacht. Ja, der ein bisschen ausgeartet ist. Ihr werdet es hoffentlich niemals sehen, wie der geendet hat. Der hat nämlich mit sehr vielen Beleidigungen geendet. Ja. Ich fand den wirklich super. Das glaube ich, dass du das super Auf jeden warst. Ja, mit der da. Sag jetzt nicht nochmal. Jetzt geht's nicht nochmal los hier. Auf jeden Fall, im letzten Podcast, das heißt, Ja. wir saufen jetzt schon unser zweites Maß. Nee, heute nicht, aber Ja. wir machen das zweite Mal die Woche Podcast. Ja. So. Und das letzte Mal war unser Thema, wäre eigentlich gewesen Neujahrsvorsätze. Genau. Von uns privat und von Tom Joe. Genau. Da ich meinen Zettel da jetzt nicht mehr habe, muss ich es jetzt einfach einmal freestylen. Ich hoffe, das ist für euch okay. Wie gesagt, die Brille ist vom Kevin, ich will es bloß nochmal gesagt haben. Danke, dass du es die ganze Zeit erwähnst. Ach Gott, ey. Ja, wir wollten einmal kurz anteasern, was für Songs wir noch rausbringen das Jahr, beziehungsweise kommendes Jahr. Geplant ist. Es ist geplant. Michel, was ist geplant? Sag mir einen Song, den du weißt, der geplant ist. So ein Feature mit den Gletschergeist. Sehr Du schön. musst ein bisschen lauter ins Mikrofon reden. Irgend so ein Feature mit den Gletschergeist. Irgend so ein Feature mit den Gletschergeist. Das ist echt interessant, Ja. dass unser Manager noch weniger weiß als der Engler. Das stimmt. Obwohl der Typ jeden Tag bei mir ist. So gut wie, ja. Ja, mei, was sind die Besten? Was soll ich denn sagen? Was soll ich machen? Ist ja Spaß, oder? Ist ja Spaß, oder? Ja. Ist ja Auf jeden Spaß. Fall haben wir, glaube ich, 5 Songs in petto. Und zwar wäre das einmal ein Song, der heißt Was magst du da? Der geht ums Saufen. Und was magst du dagegen da, wenn ich sauf? Ja. Der zweite Song ist ein Feature mit den Gletschergeist. Genau. Und das ist, der wird heißen Dichter, Denker, Ja. wahrscheinlich. Ja. Sind wir noch nicht ganz so einig. Sind wir noch nicht ganz schlüssig, aber Ja. Dichter, Denker ist, glaube ich, ganz witzig. Dann haben wir noch einen Drum and Bass Song, das ist I Love Weg. Ja. Der wird auch noch sehr ganz geil. cool. Dann haben wir noch einen, den wir überhaupt keinen Titel dafür haben. Das ist auch noch ein neuer Song. Der ist einfach nur Projektname, der geht dumm. Und dann haben wir noch einen ganz speziellen Song für euch. Und zwar jeder von euch, der Push-Up, diesen Ja. Techno-Remix mag, der wird unseren neuen Song richtig fühlen. Und zwar, der wird heißen Gorsmas. Hört sich schon mal sau gut an, gell? Junge, Gorsmas wird ein Highlight, glaube ich. Ja, auf jeden Gorsmas, Fall. ich muss mehr das saufen. Ja, Das ist ja. langsam. Prost. Prost. Satellit. Achso, ja, übrigens nicht wundern, wenn hier viele Autos vorbeifahren. Wir wohnen in einer stark bewohnten Straße. Oh Gott, hier. Übrigens, das Auto im Hintergrund ist meins. Jawohl. Der Guri. Der Guri Suzuki. Ja. Der gute Suzuki Swift, Alter, mit absolut keinen Schäden. Ich weiß nicht, ob man das da hinten sieht. Ich glaube nicht, ich glaube, er hockt davor. Ja, ist doch wurscht.
Ja, da ist er mit 5 km/h an der scheiß Bredel reinbrettert. Ja, nein, passiert. Es war Schnee, also ich bin nicht einfach so reingefahren. Doch, du bist der Spaß reingefahren, das hat er jetzt mal behaupten so. Doch, eigentlich schon, ja. Ja, eben. Ja. Genau, wir bringen Songs raus, Auftritte, ja gut, 11.01. haben wir unseren Auftritt, das war's dann. Und sonst so? Das war's. Thomas, was ist denn mit Musikvideos technisch? Was haben wir da geplant? Alter, Musikvideos wird heftig. Das wird ich hab- geisteskrank. ich hab- Das wird sehr, sehr geisteskrank. Also das wäre großartig. Ich Ja. habe da nämlich einen sehr guten Spätzl. Ich weiß nicht, ob ich dem seinen Namen nennen darf, ob der bei Tom Joy überhaupt vertreten sein möchte, aber ich sage es einfach mal, das ist der Louis. Das ist ein sehr guter Kameramann und ein sehr guter Spätzl von mir und der wird Ja. alle unsere Musikvideos dran. Die kommen auf uns zukommen. Das heißt, Nico, sorry, du bist raus. Na schmarrn, Nico Auch wenn ist du da den dabei, weil Podcast der Nico ist billig, um dabei zu machen. Na schmarrn, der Nico hat ihn niemals nachschmeißen. Das ist ein guter Bro. Aber wenn der Louis sagt, er möchte jetzt unbedingt mit uns auf Tour gehen, muss ich einen anderen Job für Nico finden. Er macht den Drohnenkameramann dann. Er macht die Und dann fliegt er Drohnenshots. dauerhaft in meine Fresse, oder? Ja. Super. Ein Musikvideo steht, oh, was magst du da? Fick am Weiß, wie billig kommt noch. Und es kommt noch Biermann Remix. Wir haben 6 Ja. Songs. Das ist krass eigentlich, was wir jetzt schon geplant haben. Ja, nicht so wie die Gletschergeister, die einmal 3 Songs gemacht haben und dann alle am gleichen Tag rausballern. Ja. Fast. Aber hey, schaut Ja, uns an die Gletschergeister, auf geile jeden Typen. Wir sind vielleicht auch nochmal ein Gast hier. Mal schauen. Who knows? Mal schauen, wie lange es dauert, bis die Sonne untergeht. Ich würde sagen, bis die Sonne untergeht, müssen wir unser Mass leer haben. Das sollte, glaube ich, funktionieren. Ach, das geht noch ein bisschen. Also die. Oder Sonst bis der lassen wir's Kamera einfach, wir gehen einfach aus dem Bild raus, wenn wir schon fertig sind und die Sonne nicht untergegangen ist. Dann gehen wir einfach raus aus dem Bild, lassen es einfach genauso stehen. Und dann stelle ich mich da hinten hin und sauf einen Trichter. Oder du pisst. Oder so, ja. Stimmt. Könnte ich auch machen. Für den epischen Abgang. Ja, gell. Sonst, Thomas, was ist bei dir so dein Jahresvorsatz? Privat meinst du jetzt? Genau. Oh, das kommt mir fast so vor, als hätten wir die Unterhaltung noch nie geführt. Echt so. Mein Jahresvorsatz ist, ein angereistes Arschloch zum sein. Ja, Also wie jetzt eh schon. passt eh. Also richtiger Ich glaube, Zipfel. du bist auf einem guten Weg. Ja, glaube ich auch. Was auf jeden Fall nur eine ernsthafte Voraussetzung ist, ich möchte halt unbedingt besser Musik machen, ich möchte halt besser texten, ich möchte halt wieder cutten, weil mir geht der Bulk richtig auf den Sack, oder mir geht das richtig auf den Sack, so fetzen sei. Das passiert, gell. Michel kann relaten, glaube ich. Na, auf jeden Fall mir sportlich weiter zum Verbessern. Wahrscheinlich versuche noch mehr dazu trinken, obwohl das schon richtig Ja. schwierig ist. Ja. Michel, Naja. was sind denn deine Jahresvorsätze? Was sind meine Jahresvorsätze, Alter? Da muss ich dann einsprechen. Ja, beste Manager der Welt werden. Das ist schon mal ein guter, ja, das ist ein guter Punkt. Ja gut, von 0 auf 10% ist das schon eine gute Steigerung. Wenigstens ist er ehrlich. Nicht so wie Fabi. Nee, dann nochmal ordentlich in den Shred reinzugehen, endlich mal in die Form reinzukommen, die mein Körper gerecht ist. Ja, insgesamt ein geiles Jahr zu haben. Und noch Ich ein glaube, das bisschen wird nicht schwer umzuprobieren. mit uns. Hä? Ich glaube, das wird nicht schwer mit uns. Nicht wirklich. Weil ich sag mal, wenn wir das letzte auf dieses Jahr zurückblicken, was wir alles gemacht haben und zusammen erlebt haben, ist schon echt geil gewesen. Ja, Ist immer noch. an die Hälfte kann man sich doch nicht mehr dran erinnern. Das aber ist ja relativ wurscht. Die Fotos sind da. ich bin gerade sehr, sehr gute Stories. Also, Oder? Nee, wir- was war da nochmal mit irgendwas? Na, ja, ich weiß nicht. Also, wenn du wieder austicken möchtest. Nein, also wir können unsere Story erzählen. Ja, Das können wir machen. ja, komm, erzähl mal. Wie besoffen wir waren. Ja. Das Oh, war für Sie gesoffen. ausgeschlossen. Nein, für mich nicht ausgeschlossen. Passt, dann Wunderbar. reden wir weiter hier. Auf jeden Fall, wir sind erstmal. Also, ich bin erstmal von Österreich heimgekommen. Ja, Nach einer halben Stunde zu Hause, oder Stunde zu Hause, nicht mal, ging es dann erstmal zum Thomas, weil es hieß, wir fahren heute Spinnradl, weil der kleine Bruder vom Thomas hat einen Tisch reserviert, da drin, für 10 Leute. Und da dachten wir uns, ja, dann gehen wir heute mit. Gell? ja. Allein die Fahrt war schon sehr witzig.
Sieht man den BMW eigentlich von dir? Nicht, gell? Nee. Bisschen, ja. Ja, da hinten ist ein Beamer. Mit der Karre sind wir dann rübergefahren. Und es war volles Auto, also 5 Leute drinnen. Und hinten, das war schon sehr gut eng. Na, weiß ich nicht, was du meinst. Ich bin gefühlt von dir auf dem Oberschenkel gesessen und von dem anderen da. Also. Ja, war eine interessante Story. Auf jeden Fall. Naja, was magst du da als Fahrer dazu sagen, Thomas? Zu uns zum Spinnradl dauert es normalerweise 3/4 Stunde. Auf dem Rückweg haben wir 2 Stunden gebraucht. Weil der Michael ein bisschen übervorsichtig war und der Michi, also mein kleiner Bruder, sehr viel gekotzt hat. Sehr viel gekotzt hat. Ja, mein Ziel war es halt einfach, den Typen immer rauszubekommen, bevor er ins Auto reinkotzt. Ja, das ist Ich kann aber nicht mit der Story anfangen. Ja, stimmt, die ist eigentlich am Ende erst. Aufgehört hat. Es geht um die Fahrten, du hast gerade, wie sein Vater das gefunden hat. Okay, der Mittelpart war, wir sind am Spinnradl, okay, der Kevin ist erst einmal beleidigt, beziehungsweise überprüft worden, ob sein Pulli echt ist vom Türsteher. Das war nochmal sehr witzig. Dann sind wir reingekommen und dann hat sich der Michel seinen ersten rostigen Nagel bestellt. Oh, jetzt kommt der Auto. Alle mal winken. Hallo! Hallo! Du hast eine Katze drin. Ja, das ist ein Nachbar. Ja, schön. Das ist das Gute. Nein. Ja, der Die kennen das schon alle. Ja, auf jeden Fall ersten rostigen Nagel drunter. Und ja, dementsprechend hat er ausgeschaut. Lustige Geschichte zu diesem rostigen Nagel. Mir wird nicht gesagt, dass Tabasco so, also mir wird gesagt, dass Tabasco-Dose drin ist, aber nicht, dass da Stroh 80 drin ist. Deswegen heißt der ja rostiger Mensch. Ja, der ja. zerfetzt die auch mal gescheit. Ja, also beim besten Willen so. Ja, Tabasco habe ich gut weggesteckt. Der Stroh 80 Ja. war was anderes. Nein, ich war auch gut dabei, generell von den Drinks. Die Anzahl sage ich jetzt nicht, weil sonst. Servus. Die Anzahl sage ich. Gott. Nein, die Anzahl von den Drinks, was ich getrunken habe, erzähle ich jetzt nicht. Es war viel. Und am Ende habe ich noch mit dem Michael zusammen noch 5 Weinflaschen, also 5 Bötchen gekauft. Oh ja. Die Katze kommt, hallo, Kitty Cat. die traut sich eh nicht zu mir. Oh. Katzenhasser. Stimmt gar nicht, ich habe selber eine Katze, was willst du von mir? Nee, also Punkt Kevin und ich waren ganz schön stramm. Ja. Der Bruder von Thomas Der und war sein schon halb tot. Freund, der Ich waren beide tot. die konnten Schwierigkeiten geradeaus zu gucken überhaupt. Ja. Geradeaus gehen ganz weit ab. Die konnten gar nicht mehr gehen, Alter. Also, du hast der Michi nur wie so ein Kartoffelsack über deine Schulter geschmissen. Ah ja, stimmt, da war ja was. Und dann zum Auto gedackelt. Also. Nee, interessante Story auch darüber. Der war halt so verdammt weg und dann hat er irgendwie Stress mit irgendjemandem gesucht, weil er irgendwie das Mädel von dem irgendwie beleidigt hat. Ja, keine Ahnung, das war. Das klingt nach dem Bruder, ja. Aber das war sauwitzig. Der lag da original auf seiner Schulter wie so ein Kartoffelsack, so ein angenippelter Kartoffelsack. Ohne irgendwelche Anzeichen von muskulären Aktivitäten. Hing er da einfach an seiner scheiß Schulter. Also, kleines Soundbild von dem. Lass mich runter, Michael. Ich hab den Dosen geschissen. Das ist auch noch eine Story. Ja, weil wir dann in den Mackie zurückgefahren sind und er hat dann die Tür offen gehabt. Und dann hat er die Tür offen gehabt und dann neben das Auto gestanden. Und der Michael ist kurz zum Mackie rein. Und dann, ja, hat er sich rausgelegt, muss ein bisschen kotzen, gell. Und dann hat der so ein Stinger angefangen. Das war so brutal. Und er hat so gestunken. Wie 2-3 Tage alte Gülle. Und dann sagen wir, Michi, du hast in die Hosen geschissen. Und dann war wirklich 1 Minute lang war Stille, weil er es wahrscheinlich nicht checkt hat in seinem Suff. Und dann läuft der Typ von dem Auto neben uns, läuft her, wo in sein Auto einsteigen. Und der Michi kriegt auf einmal den Geistesblitz seines Lebens und schreit den Kerl, oh, ich hab mal in die Hosen geschissen. Und du musst dir diesen Blick von dem Kerl vorstellen. Das war so brutal. Der hat nicht mehr gewusst, wo man unten ist. Also warum sagst du mir, dass du nicht angeschissen hast? So. Und 3 Minuten später hat er gesagt, ich hab mich vielleicht angeschissen. Also, es war ein sehr nervenaufreibender Abend, da jetzt mal sagen. Weißt du noch, wie oft wir angehalten sind an Michi? 4-5 Mal. Ja, hätte jetzt auch gesagt, 4-5 Mal. Einmal haben wir auf irgendein Grundstück von einem Typen in Meersbach gekotzt.
Also er. Sorry nochmal dafür, falls du das siehst. Da ist er vielleicht ein bisschen Kotze von 2 Typen auf einem Grundstück. Ja. Sorry, Bro, ich muss den da irgendwie wegziehen, weil der hätte sonst mies ins Auto reingekotzt. Entschuldigung. Oh, hallo. Und ein bisschen lauter kannst du auch reden, weil ich bin schon sehr laut. Okay, Entschuldigung, ja. Alles gut. Ja, irgendwo einmal an Abseits irgendwo Schnee reingespringen oder sowas. Beim ersten Mal war es ja unterhalb vom Spitzingsee, also unterhalb von dem Berg vom Spitzingsee. Und da sind wir rechts hingefahren und dann rechts an die Straße runter ist so ein geiler Abhang gewesen. Und ich hab die ganze Zeit gehofft, weil ich aber mich ja eh schon, also er hat sich so rausgelehnt, ich habe ihm den Anschnallgurt abgetan und dann ist schon fast rauskugelt. Und ich hab so gehofft, dass du ihn jetzt einfach rausziehst und verlierst und dann so komplett den Hang abgerutscht, Alter. Also da war nichts passiert, das war so ein scheiß 3-Meter-Hang oder so, aber das war so unendlich lustig gewesen, wenn da der fette Pulverschnee geflackt war. Boah, das war echt lustig. Ja, ich muss schon sagen, das wäre schon echt lustig gewesen. Ja. Aber wir haben da auch, glaube ich, noch ganz gute Videos und Bilder, die auch einiges... Die auch niemand sehen sollte. Genauso wie vom Oktoberfest, das geht gar nicht mal so. Oder der Kollege von Michi. Wir nennen keine Namen. Na, wir nennen keinen Namen. Aber der hat sich ein richtig schönes Exemplar geschossen. Ihr müsst euch vorstellen, es gibt ja immer, man sagt ja immer bei so Memes oder sowas, wenn du dir ein richtig schönes Madel rummachst, dann gibt es ja immer so einen, ich sage jetzt einmal Panzer, der das verteidigt. Und der Spätzl von Michel, der hat sich nicht gedacht, ich mache mir jetzt eine Schäne roh, ich mache mir einen Panzer roh. Und der Panzer war nach 2 Minuten geklärt. Du, das hat keine 2 Minuten gedauert, Alter. Die haben sich angeguckt und Diggi erstmal Zunge reingesteckt, Alter. Das war nicht mit irgendwie was klären oder sowas. Der konnte nicht mehr sprechen. Das werde ich nie vergessen, Alter. Nie. Das Ding ist, der Michel und ich, wir waren komplett direkt daneben und haben einfach so hingeschaut, komplett random eigentlich. Ja. Und dann siehst du das einfach nur, wie sie sich anschauen, einfach dann richtig dumm rummachen. Ey, weißt du, sie hat ihn angeguckt, als ob er ein Döner wäre. Er hat sie angeguckt, als ob sie ein neues Bier wäre, Alter. Gute Beschreibung. Das war 1:1, genau so war das. Weil sie hat sehr viel aufgegessen, sagen wir es mal so. Und ich glaube, er wollte eher was trinken. Oh Gott. Oh. Das ist schon wieder Michels Traum. Oh Gott. Das glaube ich auch. Fickt's euch, ich kann nicht mehr. Frag mal, das war wirklich ein Dinosaurier der Neuzeit, Alter, geisteskrank. Crazy times, ja, crazy times. Ja. Nee, kennst du das so, wenn der Alligator von einem Nilpferd gefressen wird, so hat das ausgeschaut. Okay, reicht da wieder. No fat shaming, ne? Ja. Nee, das war einfach nur sehr witzig und wir wollen das eher so als Meme rüberbringen. Aber das war schon ein wenig respektlos. Aber ganz kurz, wir sind jetzt gerade bei 20 Minuten, oder? Ja. Kommt gut hier. Ja. Ich glaube, wir waren noch nie vom Trinken her. Also, okay, ja, ihr seid nicht ganz so schnell. Ne, scheiße, wir müssen uns Zeit lassen. Ich darf jetzt nichts mehr trinken. Da müssen wir noch reden, hm? Scheiße. Fuck. Schau. Ja. Blinkt sie schon, oder was? Ja. Soll ich mal nachschauen? Gib mal kurz. Ich glaube, ich sehe zwar gar nichts, aber... Oh. Ja, Spinnradl war schon wild. Na, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Spinnradl war wild. Nein, schau einfach auf die andere Seite. Aber. Jetzt hast du es bewegt, super. Ach, super. Du hast es bewegt. Ich hab's doch gesehen. Oben rechts stehen die Prozent. 14. Ja, 14% geht noch. 10 Minuten geht noch. 10 Minuten geht noch. Genau. Nee, auf jeden Fall. Was ich auch sehr, sehr schön fand, ist, dass wieder Thomas, glaube ich, von allen Menschen, ne, wer auch sonst, wieder mich fotografieren musste, wo ich diesen rostigen Nagel einfach übel weggeschottet habe.
Ich werde kann ich das Bild mit deiner Erlaubnis einblenden? Ja, kannst machen. Kannst Ich machen. werde es so oder so nicht einblenden. Wahrscheinlich nicht, vergiss. Aber ich fand schön, dass es ungefähr so eine halbe Stunde, nachdem wir den Club verlassen haben, dann auf deren offiziellen Instagram-Seite oben war. Ja, es wurde beim Spinnradl in der Story repostet. Und dreimal dürft ihr raten, wie viel Aufrufe das gekriegt hat. Ich gebe euch kurz Zeit. Denkt's nach. 9000 Menschen haben an Michel gesehen, nachdem er einen rostigen Nagel gesoffen hat. Und zwar auch nur an Michel. Unsere Story hat im Zusammenhang ein bisschen einen Sinn gemacht, aber nur an Michel sein Bild ist repostet worden. Das war so unendlich lustig. Also ich fand's. Das war auch das einzigste Bild von diesem Abend, was sie gepostet haben. Stimmt, ja, das war der einzige Bild in der Story. Sonst war nichts. Ja. Ey Jungs, am Donnerstag ist noch mehr Donnerstag. Am Donnerstag? Ja, Spinnradl. Ja. Ich muss am Freitag wieder arbeiten. Juckt. Und machst du Donnerstag Fahrer? auch, oder? Na. Kevin, weißt du, Doch. was du machen darfst? Ja, dann muss ich auch arbeiten. weißt du, was du machen darfst? Was? Fahrer. Niemals. Also nicht mit meiner Karre. Also, Ja, ihr kannst- wisst, wie sie Berge performt und zwar gar nicht. Ja, kannst hier mein Auto fahren. Passt schon. Ja. Passt schon. Ja, stimmt, ihr habt ja noch frei, gell? Aber ja, habe ich wieder 2 Auto, Stunden Schlaf. Super, das ist der Wahnsinn dann. Du auch Wahrscheinlich. so viel arbeitest, oder? Also Entschuldigung, selber schuld, wenn man es schafft. Darf ich sagen? Na, Okay, wenn man kompletter Alkoholiker ist. Und dann schafft man es einmal ja einen Scheißtag nüchtern zum bleiben, ein bisschen wenig Schlaf zu haben. Ich war mit euch auch bis um 3 im Spinnradl, beziehungsweise um halb 3, weil der Spätzle von Michi rausgeschmissen worden ist. ja schon. Echt, du rausgeschmissen. Ja, Ja, deswegen sind wir das ja haben wir ja gegangen. gegangen. So! Ja, deswegen waren wir ja raus dann. Alter, ich Gott. dachte, das wäre schon wie das letzte Mal, dass nur irgendjemand wieder den Blame ziehen musste, weil irgendjemand wieder zu müde geworden ist. Nee. Hast du gedacht, du musst einen Blame ziehen oder was? Nee. Na, das letzte Mal. Kannst du dich da noch daran erinnern, wo die fette dich angetanzt hat? Scheiße, stimmt. Ja. Oh ja, da hast du den Blame taken müssen. Fuck, ja, ich hab da gar keinen Bock mehr drauf gehabt. Die war so komisch. Oh Gott. Gib ihm kurz, Thomas. Also, zu dieser Geschichte, da habe ich... Leider verzeih mir nix. Also, zu dieser Story. Nein. Aus, böser Michi. Gute Story. Sehr gute Story. Ja, komm, verzeih mir da. Das ist scheißegal. Na, ich musste Fahrer machen. To be honest, war auch gar nicht so schlecht, dass ich da mal ausnahmsweise mal Fahrer gemacht habe. Ich wollte nur kurz dazu sagen, ich habe einen Korb kassiert. Aber nicht von der Dicken. Ja, also, da muss... Nein, ich habe nicht mit der etwas voluminöseren Frau rumgemacht. Da ist Ja. nichts passiert. Der Na. hat ihr einen Korb gegeben. Also, man muss es so sehen, da war schon so ein richtiges Sweetheart. Also, muss auch sagen, die hat mir auch ganz gut gefallen. Ich enthalte mich der Aussage. Du wolltest mit der rummachen, jetzt tu das so. Ich enthalte mich der Aussage. Ich darf dazu nichts mehr sagen. Naja, Das und ist 4 Wochen her. Dann war da halt auch so ein richtig schöner Gatekeeper. Also, Das war richtiger Gandalf-Moment, wo er sagt, you shall not pass. ja. Auf jeden Fall, ich wollte da noch ein guter Homie sein, so die vielleicht einfach so zu mir ziehen und dann einfach absolvieren, sobald mein guter Kollege hier eine Chance hatte. Aber die wollte ihn nicht loslassen. Die hatte richtig Bock auf ihn. Und 1,5 Stunden später habe ich herausgefunden, nach vehementer, sehr mühsamer Arbeit habe ich herausgefunden, dass die, an die ich mich ranschmeißen wollte, einen Freund hat. Ja. Mädels, wenn sich ein Typ die Courage aufbaut und euch anspricht, dann sagt ihm bitte sofort, dass ihr einen Freund habt und lasst ihn nicht 1,5 Stunden auf euch einreden. Aber Heilige Scheiße, ich Stopp. hätte Geld in euch investieren können. Stopp. Dazu muss ich eins sagen. Ja, sag's bitte Bescheid, wenn ihr einen Freund habt. Aber seid nicht unfreundlich. Das ist echt uncool. Ja, aber kommt, also sorry, mir ist lieber, wenn mir jemand sofort instant sagt, du, sorry, ich habe einen Freund, als wie wenn ich 1,5 Stunden mit der rede Ja, und aber dann du, so sorry, danach ist ein sagt Freund, so, sag ich- sorry, ich habe einen Freund, so, nachdem man sich 1,5 Stunden sehr, sehr gut unterhalten hat. Ja, aber ich muss halt sagen, so, weißt du, so, du, sorry, finde ich noch eine okay Aussage, anstatt,
Ich habe einen Freund, verpiss dich. Ja, aber dann habe ich Hass und dann geht's bei mir erst recht los. Ja, du stehst drauf, oder? Bro. Nothing gets me going like the haters. Good one. Naja, auf jeden Fall. Was kommt jetzt noch? Spinrad-Story von letzter Woche zurück. Also, kurz durch Folge, wir sind hingefahren, ist noch alles gut gewesen. Wir waren da, Hälfte vergessen. Jeder von uns hatte eine gute Zeit. Auf jeden Fall. Und danach war noch lustiger. Oh Gott. Aber heute, Thomas, heute ist schon der 31.12. Leck mir mal. Letzter Tag des Jahres 2024. Naja. Was macht man heute? Weißt du das schon? Mir deren Littern, mir den Littern, mir den Littern, mir den Littern. Prost! 1, 2, 3, Xufra! Ah, schön, ja, mir dann halt Littern, falls ihr es noch nicht gehört habt. Wir gehen heute um 8 Uhr auf eine kleine Partei. Und Wird gut. davor macht der Kevin noch ein legendäres Käsefondue für uns halt. Also für alle, die jetzt eifersüchtig sind, fickt's euch. Kauft euch einen eigenen Kevin. Ist so. Das ist unser Abstand. Kevins sind übrigens nicht kaufbar. Doch. Weil die haben zu viel Geld. Jetzt sind Tom. Alter, können wir wirklich mal so eine kleine Actionfigur von dir machen, aber mit so einer Kochschürzen und also mit der, die du aufheben kannst, mit dem Schwanz drunter. Aber muss oberkörperfrei sein. Oberkörper, ja, absolut. Ja. Das ist so das Signature von Kevin. Nächstes Jahr machen wir wieder Brisket. Wann? Kurz Brisket. Also ich darf nicht nur ein Brisket machen. Wie war's mit 3 Gescheite? 3 Gescheite. Verteilt auf das ganze Jahr. Ja. Da machen wir 12 draus. Jeden Monat eins. Ja. Ey, Alter, Alter, der mich so singen. Alter, imagine, weißt du, so jeden Monat kurz Brisket. Ey, wie gut das dann am Schluss schmecken muss. Da schmeckt das Monatsende, wo du kein Geld mehr hast, besonders gut. Michael kann relaten, er hat sowieso kein Geld, weil er in der Schule geht. Ey, weißt du, True that. True Stimmt that. gar nicht. Ja, aber ich bin schon wieder fast Danke, leer deutscher und die Schatz. Sonne ist jetzt langsam untergehen. Aber ich glaube, das dauert noch 5 Minuten. Soll ich jetzt nichts mehr trinken, oder was? Ja, ich glaube, wir müssen langsam Ja, wir müssen tatsächlich langsam. 3 Schlücke. Ja, das ist gut. Ja. 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 Ja, jetzt sind wir auf dem gleichen Level. Das ist schon der Wahnsinn, gell? Okay, da der Kevin so quengelt und der Michel und mir keine Gesprächsthemen mehr einfallen. Oh, doch. Ach so, Wir dann wollten ja schieß los. eigentlich noch über unsere Vorsätze reden. Wir haben Ja, einfach stimmt, der nur Kevin hat noch gar keine Vorsätze gesagt, gell? absolut nicht, Alter. Kevin, was sind deine Neujahrsvorsätze für dich persönlich? Außer intelligenter zu werden. Ja, also Das intelligent wird bin ich ja schon nicht. Das werde ich auch nie sein. Aber meine privaten Vorsätze sind aufhören zum Rauchen tatsächlich. Mal schauen, wie ich das schaffe. Weil ich rauche schon seit 5 Jahren, grob, Also- ja. Also Kevin, ich hoff's, weil dann hast du wieder mehr Geld für Briskets und das ist für mich gut. Scheiße. Na, weniger saufen tatsächlich, weil es gibt vielleicht eine Theorie oder sonst irgendwas, wie sagt man dazu? Na, ja, es ist bewiesen. Ich habe vielleicht die letzten 10 Tage durchgesoffen. Nur vielleicht. Und, Man munkelt. man munkelt. Sorry, Mama, aber es ist leider wahr. Und ich habe seitdem eher von Österreich zurück als mir gesoffen. So Heubert. Heubert. Ja, Also ich war mal wie Fahrrad gemacht und seitdem Ja. saufe ich eigentlich jeden Tag mit ihm. ja. Und der Ja. Michel auch. Es war auf jeden Fall sehr witzig. Aber ganz ehrlich, ich mache sowas nie wieder. Doch. Doch. Nee, aber ja, also das wäre auch ein guter Vorsatz, aber ich glaube nicht, dass der so wirklich möglich ist mit Tom Joe. Ja, und das dritte wäre tatsächlich mal meinen Summer Buddy zu bekommen, den ich jetzt auch schon seit guten 5 Monaten am Aufbauen bin und bis jetzt schon gut
Resultate sehe. Ja. Ja, also. Auch auf der Waage tatsächlich, endlich mal. 15 Kilo habe ich zugenommen in den letzten 5 Monaten jetzt. Ja. Von Dazu 60 auf 75 Kilo. Dazu habe ich den Hund auch geschunden, also richtig, oder? Aber, seid ehrlich, ich bin einer der wenigen, die nicht aufgeben. Ja. Oder nicht ins Gym gehen, auch alleine ins Gym gehen, nicht so wie der der Thomas. Junge raucht und säuft wie ein Willst du was zur Behinderter, Verteidigung aber sagen? bis jetzt war der... Ich gehe nur ins Gym. Darf ich Wann? was reden? Vorschläge? Der letzte Woche konnte ich nicht, also die Woche konnte ich nicht. Das war meine allererste Woche, die ich Pause gemacht habe, gell, also... Also, Wir sind nicht da, um uns gegenseitig zu beleidigen, sondern uns gegenseitig zu unterstützen. Außerdem wiegst du nur am wenigsten, plus du drückst am wenigsten. Also aber nichts gehört von dem, was ich gesagt habe. to be fair, obwohl er Ja. säuft und raucht wie ein Behinderter, er zieht durch bis jetzt. Er zieht durch. Das war ein ich Lob meine- im Diss und so. Also, beim besten Willen, dein Bruder... Ja? Oh, die Sonne geht Jetzt geht's los, es geht los. Ja, es geht los. Balu, hallo. Hör auf, weiblich zu reden. Wir sind Männer. Und das ist ein Zeichen, Jungs. Ja, zum Exen. Der Sonnenuntergang ist ein Zeichen. Wir warten nur, bis die Sonne ganz weg Ja. ist, oder? Sollen wir noch... da hinten ist schon komplett dunkel. Das zählt Also jetzt wir her. wünschen euch auf jeden Fall schon mal ein frohes Neues, gell? Frohes Einen guten Neues. Rausch. Vielen Dank, dass ihr das Jahr bei unserem Debüt von unserem Podcast eingeschaltet habt. Ja. Ich hoffe, euch haben die Folgen bisher sehr gut gefallen. Und unser Special ist Deutsch, Special ey. Guest. Vielen Das Dank an geht gar Michael, nicht dass er da war. Ja, immer gerne. Auch von mir ein frohes Neues. Und ich gucke zu, dass ich die Jungs mal ein bisschen motiviere, dass sie mal wieder ein bisschen aktiver werden. Aktiver wie ich und der Thomas geht's nicht. Doch, Kriegen Engler dazu. doch, das geht. Der Engler ist das Problem. Okay, dass Spaß. ich Engel motiviere. Nein. Das war ein Spaß, Engler. Wir haben dich alle lieb. Du hörst den Podcast eh nicht wahrscheinlich. Ich hab dich zwar lieb, aber Bruder, fang an, was zu machen. Ja dann, also, schaut schon gut aus, gell? Es wird instant. Es wird direkt, Es das wird ist grad scheiße wirklich kalt. großig um den Nippel, Alter. Holy shit. Scheiße. Ja dann, gell? It's getting frosty. Very, very frosty. Prost, meine Prost, Jungs. gell? Und euch ja kurz nice. Ich hoffe, Kurz ihr nice. sauft gescheit und ballert alle Finger weg. Wir sehen uns dann nächste nächsten Woche Jahr. wieder. Im nächsten Jahr. Wir sehen uns im nächsten Nein, weil der Podcast kommt ja im neuen Jahr raus. Stimmt. Der kommt am Morgen raus. Dann sehen wir uns am ersten Tag vom Wir neuen sehen Jahr. uns nächste Woche. Ich hoffe, ihr habt ein Prost. frohes Fest. Ihr seid gut reingekommen und wir Servus. sehen uns. Habe Dere. Jetzt ist die Sonne wieder nicht weg. Scheiße. Ja, perfekt, die Kamera ist gerade ausgegangen. Geil. Sehr gut. Habe Dere. Servus.